Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Morgen hat die Oma Geburtstag, die kriegt auch was Schönes von uns. Da weiß ich ja noch, die mag sowohl Diamante als auch Feenrose als Lieblingsgeschenk und irgendwie finde ich es ironisch und goldig zugleich der Oma eine Feenrose zu schenken. Ich glaube, das habe ich aber im letzten Jahr schon geschenkt, wenn mich nicht alles täuscht. So sicher bin ich mir da allerdings nicht mehr. Trotzdem, ich finde es einfach ein goldiges Geschenk für die lieb alt Oma. Deswegen kriegt die mal wieder von mir definitiv eine Feenrose geschenkt. Da dürfte man noch genug im Sortiment haben. Da sollte es doch rein. Erstmal wieder Kaffeekocher. Wetterbericht, mal ganze Tag klar und sonnig. Und die Geister sind halt ein bisschen genervt. Alle hopp. So. Dann hier. Junior. Alles klar, dann geht's gut. Abigail. Die geht wieder in die Stadt. Küsschen kriegt's auf jeden Fall, obwohl ich so ein neckige Mitstrag. Verlea, weiß ich ach, die bald Geburtstag hat, die mag auch Ziegekäse sehr gern, aber die ist auch ein guter Riesling nicht abgeneigt. Ich müsste gerade mal checken, ob mir zufälligerweise noch so ein Iridium-Riesling da irgendwo rumliegen hätte. Ja, haben wir tatsächlich einen Erdbeerwoi, haben wir noch. Den kann sie haben. Okay, zusätzlich noch an Ackermann. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich will wirklich einen Kokosnono für die Kneipe machen, aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss kommen soll. Kannst du mal vielleicht helfen? Gas. Erlaubt, nehmen wir doch gern an. Was zahlt er dann, der Kerl? Wissen wir nicht. Okay, haben wir noch zufällig irgendwo hier Kokosnuss rumfliegen. Das wäre natürlich ziemlich gut. Zwei Köder mal wieder. Die landen auch gleich wieder hier. Und natürlich nicht hier, sondern da haben wir sie doch. 3 Blaubeere, joink, joink und joink. Haben wir noch zufällig irgendwo eine Kokosnuss rumfliegen. Wenn ne, jawohl, wir haben noch eine. Perfekt, die kriegt er dann eine gute Gas. Hier noch. Zack und zack. Dann die Gießkannenauffüller. Quasimodo. Treibholz kommt noch in die Recyclingmaschine und wusch. Dann gehen wir mal wieder die Stelle abklappern. Aber vorher Leverwurst. So. Und hier haben wir wieder jede Menge Kruscht. Und Entefetter gibt es auch mal wieder. Sehr schön. Juppala. Und die ist sogar in Iridium-Qualität. Könnte man mal wieder am Elliot geben. Bin ich eigentlich schon stark dafür. So. Dann. Ganze Tierlin. Ach du liebe Zeit, haben wir doch wieder Zeich ohne Ende, ne? Ja, Kunigunde, Gretel, euch geht's alles super. Elsa, ach. So. Gut, da sind die 8 bedient, dann geht's super soweit. Dann erst einmal den ganzen Kruscht hier wieder verbrote. Und hier. Und da noch was. Und das war's mit der Eier. Alle hopp. Dann Ziegenkäse. Als Reide mit. Ich glaube mittlerweile haben wir für die Charge Presse zu wenig. Ja, sieht ganz so aus. Das hier ist die Endmilch. Die tragen wir noch mit uns rum. Das macht aber nichts. Muss ich gerade nochmal nachgucken. Wir dürften eigentlich noch mehr als genug Golderz haben. Ja. Auf jeden Fall nehmen wir uns mal 35 einfach mit. Da haben wir auch mehr als genug Barre. Das heißt, theoretisch, wir können die ganze Barre hier verkaufen mittlerweile. Flusskrebs kann auch fort. Den ich doch. Oh, Moment. Ohne Kohle geht natürlich nichts. Das heißt, wir schleppen uns auch noch mal ein bisschen Kohle mit. So. So, das sehen wir noch. Und die kommen jetzt halt ein bisschen später rein. Macht aber nichts. So. Gut, niemand hier.
dann wieder dasselbe hier. Und hier gehen wir gleich mal an die Ernte dran. Sonst ist hier nichts mehr gut. Ah, doch. Do. Mittlerweile wachsen do jetzt auch Peperoni. Alle hopp. Das heißt, die gemischte Saat hat wieder was Permanentes hervorgebracht, was uns do ständig wieder Einnahme in Form von einem Peperoni bringt. Natürlich nicht unbedingt das, was ich wollte, weil eigentlich bin ich eher dafür, dass gerade das Zeug auch so Einmal-Dinger sind, dass ich die gleich wieder abernten kann und wieder was Neues einpflanzen kann. Aber da macht uns anscheinend das Spiel ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Müssen wir halt damit auskommen. Und dasselbe Spiel noch hier. So, dann hier nochmal. Und hier noch einer. Einmal Glucker. Und dann geht's weiter. So. Ja, wunderbar. Ja, wundervoll. Ja, schön. Komm schon. Ja, wie gesagt, also so schön das Gewächshaus auch ist, vom Ambiente her und allem Pipapo, Nützlichkeit und Schlag mich tot. Aber das zu bewirtschaften ist jedes Mal gähnend langweilig. So. Können wir wieder, können wir wieder da ein bisschen Krustreich schmeißen. Reide mit dem ganzen Schampel. Okay, so viel da dazu. Dann, Gas brauchte Kokosnuss und ich wollte noch zu Elliot. So, Lyra hat mir außerdem auch noch gesagt, ich müsste zu Fuß in die Stadt gehen. Das heißt, das machen wir auch gleich. Moment, wir nehmen ja auch noch eine Truhe. Müssen wir gar nicht noch vorne latschen. Dafür haben wir den Schampel hier extra gemacht. So. Warten wir jetzt noch, bis die Milch hier gut ist. Und unseren Käse. Ach, soweit. Jawohl. Sehr schön. Der Rest ergibt sich jetzt wahrscheinlich auch gleich, ne? Ja, da ist er ja schon. Und die letzte Milch. Hier noch rein. Das Zeug wieder durch hier. Der andere kruscht in den Keller. Ja, wie gesagt, ich muss zu Fuß in die Stadt gehen. Das heißt, nicht die ganze Zeit mein gute Gaul, die Siggi beanspruche, sondern mal zu Fuß unterwegs sei. Dann sollte angeblich ab dem 8. Dezember was getriggert werden. Ich bin hier mal gespannt, ob das wirklich der Fall ist oder ob ich das Datum einfach fett verpennt habe. Dadurch, dass ich die ganze Zeit nur auf dem Gaul rumgeritten bin. Deswegen hoffen wir mal, dass es im Winter getriggert wird. Es soll angeblich auch was Interessantes sein. Von daher, wir sind gespannt. Gut, der ohne Stern, den habe ich jetzt nochmal da oben hier geklatscht. Uno momento, por favor. Das wechseln wir gerade mal. Quatsch, was mache ich denn nur für einen Käse? So. Kaffeeschlonze, dann sind wir nämlich auch schneller unterwegs. Ich hoffe, dass wir das Event noch starten können. Also, ab in die Stadt. Ja, Krobus, du latscht da. Und weg rennt er. Falls es Krobus überhaupt ist. Macht auf jeden Fall ein komisches Geräusch. Hör? Okay, also irgendwas ist anscheinend passiert. Zu Krobus müssen wir aber sowieso noch. Denn der hat jeden Freitag hier einen lustigen Iridium-Sprinkler für uns im Angebot. So rum. Okay, Louis, du stehst wie ein Ölgötz hier im Schnee rum. Warum auch nicht? Croby, alter Knabe. Gehen wir noch zu dir erstmal runter. Dann gucken wir noch Elliot. Und mal schauen, was hier jetzt passiert. Ich nehme doch mal an, dass du das warst. Er schweigt, eisern. Wir holen trotzdem die Iridium-Sprinkler. Ja, auf das Ding würde ich ganz gern sparen. Das ist nämlich ultra praktisch. Aber ansonsten, du hast nichts mehr zu sagen, ne? Neu, ein Wintermysterium. An einer Bushaltestelle hattest du eine Zufallsbegegnung mit einer seltsamen Person. Entschuldigung, einmal zu tief eingeatmet. Als sie dich sah, floh sie Richtung Stadt. Ob es dort einen Hinweis auf ihren Aufenthaltsort gibt? Ah, das heißt, ich muss jetzt noch der Schattenfigur suchen. Ja, Lyra hat mir eigentlich noch einen Tipp gegeben, fällt mir auf, aber dann habe ich jetzt dummerweise total vergessen. Nein, das heißt, ich muss jetzt wirklich nochmal selber suchen. Ich glaube, irgendwas mit dem Gemeindezentrum hat sie erzählt. Ah, außerdem gibt es auch ein Herzevent mit Elliot. Ah, Ackermann, komm doch rein. Willkommen in meiner bescheidenen, Hütte. Das ist mein Schreibtisch. Ich verbringe hier die meiste Zeit.
Soweit ich mich erinnern kann, wollte ich schon immer Schriftsteller werden. Habe ich dir das je erzählt? Aus dem Grund lebe ich hier allein. Ich habe gedacht, ein einsames Leben wird mir helfen, mich auf meine literarische Inspirationen zu konzentrieren. Zu Hause hat jeder gesagt, dass ich verrückt wäre, dass ich es nie als Schriftsteller schaffen würde. Kannst du das glauben? Die haben gesagt, auf jeden erfolgreichen Schriftsteller kommen Tausend, die kläglich versagen. So Schwarzseherei. Schrecklich. Ich kann's in deiner Aare sehen, du glaubst an mich, Ackermann. Du hast das Funkeln. Wie inspirierend, genau noch habe ich gesucht. Okay, macht er mich gerade an? Froh, was hab ich am magsten dann so, Ackermann? Krimis, Liebesromane, Sci-Fi, also ich würde mal sagen, bei der Auswahl eigentlich Sci-Fi. Das hätte ich ja nie gedacht. Ich schätze selbst Menschen mit den bodenständigsten Berufen in ihren Kopf manchmal in der Sterne. Ich werde es im Kopf behalten. Alles klar, genug über mich gerettet. Du bist vermutlich eine ganze Menge über Pflanzen, oder nicht? Kennst du dir vielleicht die Rose angucken? Ich fürchte, ihr geht's nicht sonderlich gut. Ja, gucken wir es uns mal an. Allerhaupt sind wir jetzt auch noch der Privatgärtner von Elliot. Oh, es gibt noch ein zweites Herz-Event. Halt kommen sie aber knüppeldick, die Events. Also Musik spielt er anscheinend auch noch. Ja, schlecht ist es auf jeden Fall auch nicht, was er da spielt. Dumm. Servus. Hallo? Ah, ich habe mal schon gedacht, dass jemand hier ist. Das war wunderschön. Danke dir. Ich bin nicht sonderlich gut, aber es macht mir Spaß. Also es klang eigentlich schon ganz ordentlich. So ist jetzt nicht. So, dahinter liegt noch ein Buch. Das wird vielleicht sein Roman sein, merkwürdiger. Ich habe Tag und Nacht geschafft, mein Buch zu beenden. Das hat mich wahnsinnig gemacht, Ackermann. Gelegentlich mal ein bisschen rumzuklimpern ist die einzige Pause, die ich mir erlaube. Es gibt einfach viel zu viel Arbeit und auf meinem Bankkonto herrscht ziemlich Ebbe. Manchmal wünschte ich mal, ich könnte das alles wegwerfen und einen Hof wie du bewirtschaften. Ist mindestens genauso hart wie auf dem Hof zu arbeiten. Wächst, kommt zu mir auf den Hof, ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich biet's ihm einfach mal an, wenn er's will, ne? Uff, da, ne? Ernsthaft? Das klingt wundervoll, aber ich kann meinen Roman nicht aufgeben. Er ist schon halber fertig. Tut mir leid, dass ich mich so beschwer. Ich brauche einfach hier und wieder jemanden zum Retter. Ja, paradox, dass er dann alle erlebt, ne? Wenn er hin und wieder mal jemanden zum Retten braucht. Ja, nett, dass ich vorbeigucke. Ich hab dir was mitgebracht. Und zwar nicht die prähistorische Handaxt, sondern die Entefeder. Ja, wunderschönes Geschenk, das weiß ich doch. Bitte, Kerl. So. Ah, da haben wir ein bisschen die Laune von unserem Einsiedler Kobe. Finde ich ganz gut. Dann können wir noch beim gute alte Gast vorbeigucken. Und ich glaube mich wirklich zu erinnern, dass Lyra was gesagt hat, von wegen, ich soll mal in der Nähe vom Gemeindezentrum irgendwo vorbeigucken. Dass ich da dann den Shutter finde, der irgendwie mit Grobus wahrscheinlich verwandt ist. Ja, Kokosnuss, das ist mal was Beruhigendes, war mein Winterare. Das ist perfekt für mein Kokos. No, danke. Jetzt sind wir schon bei 9 Herzen mit Gas. Das ist doch auch ziemlich gut. Gerade mal gucken. Ach, Herz-Event? Nö. Du kannst mal nichts bringen, Kerl. So, 600 Öcke, perfekt. Die nehmen wir doch gern. Shane latscht irgendwo rum in noch ein paar Sekunden. Okay, Daily Quest. Hopp. Dann gucken wir doch mal irgendwo hier in der Nähe. Also in der Stadt muss er auf jeden Fall irgendwo sein. Ne? Da haben wir nix. Da im Gebüsch versteckelt er sich nicht. Da ist er auch nicht. Da haben wir Winterwurzel. Abigail und Seppel. Pass bloß auf, Kerl. Sonst dreh dich dann achter ins Hemd. So. Hier noch einmal. Nee, in der Gebüsche treibt er sich nirgendwo rum. Oh, da, tatsächlich in der Gebüsche. Schattentyp. Huch, du hast mich verwischt. Es tut mir leid. Nimm's. Es hat wertvoll ausgesehen, deswegen konnte ich nicht anders. Huch, eine Lupe oder was?
Du hast die Lupe erhalten. Jetzt bist du in der Lage, geheime Notizen zu finden. Die Notizen enthalten seltene und nützliche Informationen. Du findest sie im Kollektionstab. Und weg ist er. Watschel, watschel. Das habe ich nicht als so einen Gegenstand. Wahrscheinlich in meiner Börse, nehme ich mal an. Jawohl, da ist er. Im Interaktionstab. Viehzüchter bin ich jetzt. Aha. Soweit ist schon. Stufe 23, Viehzüchter. Okay, im Interaktionstab. Warte mal. Soziales, du ist aber nicht dabei, ne? Geheime Notizen und Kruscht und bla und Schlag mich tot? Nö. Sammlung? Nö. Nö. Spiel verlassen möchte ich auch nicht. Okay, keine Ahnung. Ich habe gerade keinen Plan, womit ich da jetzt irgendwas reisen kann. Moment, wir gucken nochmal in die Geldbörserei. Lupe, ja toll, mehr steht doch leider nicht dazu. Im Interaktionstab. War geheime Notizen. Okay. Was auch immer ich dort mit anstellen kann. Das werden wir noch sehen. Gut, ich gehe jetzt auf jeden Fall nochmal auf den Pelzerhof zurück. Unser Goldbarren müssten soweit nämlich auch gut sein. Und dann können wir noch unseren Iridium-Sprinkler anschließen. Und schauen wir mal, was wir da noch schaffen können. So. Wieder mal gemischte Saat, alle hopp. Noch irgendwas zum Absammeln hier. So, angeblich bräuchte ich ja auch nur die ganze Schneesüßkartoffel und Schlag mich tot, was es dort noch alles im Winter gibt. Ein Krokus wird jetzt eigentlich nur noch fehlen. Dann wäre ich sogar in der Lage, Wintersaat zu machen und Zähne wird es angeblich rausgeben, aber ich bin trotzdem, nee, ich bin kein Fan davon, Wintersaatart zu bauen, wirklich nicht. So, deswegen verkaufen wir den ganzen Quark wieder. Sorry, Lyra, aber das mache ich nicht. Das mache ich nicht. So, jetzt dürften wir eigentlich auch so weit sein, ne? Das heißt, der da weg. Dafür der bitte hier. Dann dürfte sich mein Feld eigentlich von selber bewirtschaften, ne? Das ist alles. Da muss ich dann nur noch ein paar Reihen selber gießen. Und hier sind überall Iridium-Sprinkler. Das heißt, mittlerweile muss ich Iridium-Sprinkler nur noch auf Vorrat kaufen. Der ganze Kruscht hat sich sonst erledigt. So. Genau, hier ist auch schon alles. Alles selber bewirtschaftend. Moment, da hier wollte ich noch. Genau. Können wir da nämlich noch Kram verkaufen. Ist hier noch irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Alle hopp. Dann verkaufen wir noch Goldbarren und Kiefernteer. Und dann war es das eigentlich mal wieder für heute. Da hole ich mir noch die Fee-Ros für die Oma. Und dann haben wir für die nochmal ihr Geschenk. Ach ja, ach ja. Ne, Moment. Der geht rein und der geht rein. Ach, wie was. Schmeißen wir jetzt auch fort. Und ansonsten nochmal. Vermeue wieder 25 Stück. Und noch 4 andere Kohlestücke. Dann geht's wieder runter. Der Käse in den Keller. Ah ne, für die Oma wollte ich ja noch holen. Genau, Moment. Dann gehen wir nochmal raus. Holen noch fast goldige Hutzelmädel. Noch die Fee-Ros. Und dann läuft die Geschichte von Meuer. So, Meuer soll es ja auch schön und sonnig sein. Wenn man sie dann da ist, doch eine Fee-Rose und so. Wunderschöne Violetti. Das kriegt sie. So. Ich persönlich mag auch so Violett wirklich gern. Habe ich schon öfter mal gesagt, ich bin, glaube ich, der einzige Kerl, der Violett mag. So, also ab ins Bett. Und... Okay, 10.332 Gold. Das ist doch wieder nicht schlecht. Aber Vater Iridium-Sprinkler haben wir, glaube ich, 18.000 gezahlt. Insofern, ne? Die Junior steht vom Kalender. Dann können wir auch nicht drauf gucken, solange er da in der Ecke rumspielt. Am Tapete-Kalender. So, können wir jetzt eventuell dran? Ne, an die Tapete können wir dran, aber da aber können wir nicht hier. Da ist der Junior volle Kanne dran. Okay. So, jetzt kommt noch die Sonnenblume-Ernte. Da bin ich immer sehr gespannt drauf.
ob wir genug Saat haben. Ja, ich glaube, du warst ergiebig. Deswegen ganz kurz. Perfekt. Und hier? Jawohl, gerade noch so die Sonnenblumensaat. Super Sach. Hat sich gerade so selber bewirtschaftet. Das ist gut. Wetterbericht vom Morgen. Gibt's wieder Schnee wie Sau und der Wahrsager sagt, Geister sind sehr glücklich. Okay. Dann könnte man möglicherweise unser Glück versuchen. Irgendwo wieder in Mine oder ähnlichem, ne? Wenn die Geister so super gut drauf sind, dann könnte man es vielleicht sogar noch mal in eine Schädelhöhle probieren. So. Aber vorher nochmal Daily Business. Was hast du gemacht? Hat die Tiere gefüttert, wobei das der Stall selber macht. Lever war statt auch was gegeben und weiß der Teufel, was er noch geschafft hat. Auf jeden Fall gut. Ah, von Evelyn. Die Oma schenkt mir noch eine Schokoladentorte. Das könnte ich ihr theoretisch auch schenken, weil das auch zu ihren Lieblingsgeschenke gehört. Aber ich schenke ihr einfach nichts zurück. Das macht man nicht. Nichts, was sie durch selber nochmal geschenkt hat, zurückschenke. Das finde ich ein bisschen blöd. Deswegen, die kriegt was Neues von mir. Einfach, weil sie es verdient hat, weil sie goldige Aldi-Frau ist. So. Müll in die Recyclingmaschine. Aber, wie Spaß, die Schokoladentorte, die ist für Abigail. Bitteschön, Schätzel. Ich weiß, dass du das liebst. So, bitteschön. Und dann das wieder fort. Leverwurst hat zwar schon sein Wasser aufgefüllt gekriegt, aber ein Streichler kriegt er trotzdem noch. Dann zu euch wieder. Zu der Kleintierriege. So. Sieht gut aus. Und mal wieder Enterfeder in Iridium-Qualität. Dann zu euch. Und die haben wir wieder ein bisschen was in der Losse. Na. So. Okay, ich kann mich schon irgendwie retten vor lauter Gäser mittlerweile. Überall die Ziege hier. Ach Gott. Was für Geräusche. Als wären wir auf dem Bauernhof. Ungeheuerlich. So, hier noch und da. Und Kruscht. Und Milch. Zack, zack, zack. Nochmal Milch. Und das gibt dann wieder einen Ziegekäse ohne Qualität. Aber so what? Dann kommt noch das Zeug hier neu. Und perfekt. Die werden dann gleich verkauft wieder. Und die exakt dasselbe. Gucken wir nochmal, was wir hier schönes haben. Da ist noch Kersch ohne Brombeer. Gewitterleid. Dann rein mit dem ganzen gute Zeug. Zack, zack und zack. Und die Ernte hier. Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus für Ernte auf jeden Fall. Und hier nix, aber die Süßkartoffeln oder was das waren. Jawollo. Die lassen sich aufmachen. Perfekt. Jetzt sind wir dummerweise hier nichts mehr für zum Reinmachen. Muss ich da wieder noch vorne watscheln. Und doch wieder gemischt die Saat holen, ne? Sieht ganz so aus. Okay, die ist noch am Wachsen. Wir gießen trotzdem schon mal. So. Die Erdbeere sehen wir auch nicht aus, als wären sie frisch und gereift. Aber wir gießen es, wie gesagt, einfach mal trotzdem. So und so. Da holen wir uns noch jede Menge gemischtes Saat. 15 auf jeden Fall. Und das andere Ding, das wächst auch noch. Deswegen, Moment. So. Wir lassen die Motoren dunnern, Ziggy. Also los geht's. Ja, aber ich habe echt gemerkt, seit ich den Gaul habe, ich bin echt faul wie noch was war mittlerweile. Ich gehe nichts mehr zu Fuß. Dann brauche ich hier. Wir holen uns einfach mal 20 Stück. Dann läuft nämlich die Geschichte. Auf jeden Fall. Und dann schauen wir nochmal, dass wir da ein bisschen was einpflanzen können. Zack und zack. Rennt er stolz wie Bolle da mit dem Schampel rum. Pflanz es mal ein, Kerl. Gucken wir mal, ob da noch was rauskommt, was möglicherweise auch wieder permanent was bringt. So wie Peperoni, Blaubeere und wie ist der Teufel, was noch von Schampel. So, dann machen wir hier noch die Töpfer.
Ja, eigentlich wäre ich immer ganz gern gegen 12 Uhr rum fertig mit dem ganzen Kruscht, aber ich glaube, das können wir uns in die Hohe schmieren. Weil wir müssen noch in die Stadt. Wir müssen noch zu der Oma. Dann wollte ich eigentlich noch in die Schädelhöhle. Das hier ist flott, flott. Ich weiß ja nicht, was passiert, wenn ich die paar Tage ohne Wasser lasse, um mal ganz ehrlich zu sein, weil eigentlich hätte ich ja schon ganz gern meine Gießkanne als erstes auf Iridium-Qualität hochpushe. Finde ich persönlich am sinnvollsten einfach. So, 12 Hammers. Aber ich weiß halt nicht, wie lange ich die Sache hier ohne Gieße drinstehen lassen kann, ohne dass es mal alles verhunzt. Und dass ich dann nämlich dazu komme, mein Zeug so aufzubauen, wie es ist. Ne? Also, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich, gerade mit dem Stuss, den ich erzähle. Ich möchte halt, dass meine Ordnung so bleibt, wie sie ist. Und ich möchte auf jeden Fall auch, dass die Reihe so erhalten bleiben und dass die alle noch und danach wieder Profit abwerfen. Und deswegen hätte ich es eigentlich ganz gern so beibehalten, dass die in der Ordnung, wie sie jetzt sind, bestehen. Und wenn die dann verdorren, die Dinger, sehe ich sehr, sehr ungern. Weil dann geben sie wieder nacheinander erst wieder ihren Profit ab, wenn ich sie noch pflanze. Und das ist einfach Kacke. Das möchte ich halt nicht. So, Moment. Wir erhöhen einfach mal wieder auf 20. Dann. Stunde wieder vorbei. Gewitterleid. Also. Ab zu der Oma. Dann nächstes wir ab in die Stadt. In die Calico-Wüste. So rum. So, ist mir jetzt egal, wer was will. Das machen wir heute nicht. Oma. Wo ist sie dann? Wo ist sie dann, die Oma? Ist sie in der Küche, oder? Nee, Oma ist nicht da. Ist etwas schade. Schade, schade, schade. Der Alte hat die ganze Zeit allein rum. Das wundert mich etwas. Wo ist sie dann, die Oma? Ist sie... Steht sie beim Weihnachtsbaum? Nee, macht sie nicht. Ah, ich weiß, wo sie sein könnt. Ich weiß, wo sie stecken könnt. Die freundliche Oma könnte möglicherweise im Gemeindezentrum sein. Nicht im Gemähzentrum, im Gemeindezentrum. Jawohl, da ist er doch. Da hatte ich noch was im Hinterkopf. Ah, die zwei Gloria sitzen auch rum. Caroline und Jodie. Ach, Maru leistet ihr Gesellschaft. Ja, ich habe mich an deinen Geburtstag erinnert. Ja, natürlich richtig, Oma. Ach ja, voller Erinnerungen. Ach Gott, danke, dass du ihn restauriert hast. Ja, gern für dich, du freundliche Oma. So, dann geht's weiter. Und zur Bushaltestelle. Also, nix wie ab. Mit der bin ich jetzt auch auf 9 Herzen schon. Finde ich schön auf jeden Fall. Könnt man auch noch mal probieren, die ganze Herz-Events zu starten. Aber das mit einer geheimen Notiz von der Lupe, ich glaube, das schaffe ich in der Aufnahmesession einfach nicht mehr. Das Ganze nochmal rauszufinden, was da abgeht damit. Gebt mir einfach Kommentare. Ich mache hier heute wieder 4 Aufnahmen, wollte ich heute eigentlich noch schaffen. Deswegen, ja, wie gesagt, die nächste 3 Episoden müsst ihr damit rechnen, dass ich damit noch nichts machen kann, aber gebt mir einfach Bescheid. Dann schaue ich, dass ich das noch irgendwie geregelt kriege, dass man nochmal in der letzten Aufnahmephase, wenn es dann sowieso zum Ende vom Winter geht, dass ich das noch irgendwie hinkriege. Dass ich euch das Ganze noch zeigen kann. So. Okay. Dann nichts wie Rei. Das wird heute wieder sowieso eine sehr lange Episode, sehe ich. Allerhaupt, dann wollen wir mal. Kupfererz möchte ich heute nicht. Wie man die Viecher bekämpft, weiß ich bis heute noch nicht. Ah, ein Topaz. So, wo bist dann du, Faucher, Drache, Vieh? Aha. Ich kämpfe ungern so, sondern lieber so. Genau. Okay, dafür habe ich jetzt leider gebombt parat. Aber wir holen uns nochmal Eisenerz. Und wir holen uns Golderz. Aber Eisenerz brauche ich eigentlich dringender als Gold, um ehrlich zu sein. Von Gold habe ich noch mehr als genug Zeug. So. Jetzt nochmal irgendwie gucke, dass wir noch ohne kommen. Weil an der Mumie komme ich ohne Bombe nicht vorbei. Ich weiß, wenn ich in die Schädelhöhle gehe, sollte ich mal eigentlich noch mal ein paar Bomben mitnehmen, falls so ein Szenario auftaucht. Aber
Man vergisst sowas immer schnell, ne? Omnigeode haben wir auf jeden Fall. Also Iridiumerz wäre auf jeden Fall echt geil, wenn ich das noch kriege. Und eine prismatische Scherbe wäre natürlich, ach, ultra geil. Ah, Loch. Springen wir doch gleich mal runter in den Schacht. 4 Ebenen sind wir runtergebotzelt. Bisschen schade, haben wir nur gefressen. Das ist in Ordnung. Ja, Kupfererz. Gut, eigentlich brauchen wir es ja nicht. Aber vielleicht vielleicht brauchen wir es ja doch noch. Vielleicht brauchen wir das Kupfererz ja doch noch, wenn die Knechte wieder kommen und ihr Werkzeug auf erster Stufe ausbauen wollen. Allerhaupt dann sammeln wir es halt doch ein. So. Jetzt aber. Hoppla. Ja, da ist doch eine Bombe. Na aller. Schädelhöhle kümmert sich schon um sein Abenteurer. Und als her damit. Ui, geheime Notiz. Ah, sie ist alt und zerknüllt. Aber wenn du sie dir ganz genau ansiehst, kannst du etwas erkennen. Ja, das würde ich eigentlich ganz gern, aber... Lupe. Benutze Lupe mit... Notiz. Ja, schade, so Monkey Island mäßig geht es leider nicht. Ja, wenn wir jetzt bei Monkey Island wären, übrigens unbedingt auch in das Let's Play reingucke, Schleichwerbung, dann würde das funktionieren, wenn ich einfach sagen würde, benutze Lupe mit geheime Notiz. Aber so, keine Ahnung. Das sehen wir dann noch, was das uns für einen Spaß bringt. Ich verkaufe oder verschleudere das Zeug jetzt auch nicht, die geheime Notiz. Die bewahren wir auf. Ein Rubin war noch irgendwo versteckelt. Ah, la hopp. Warum dann nicht? So, vielleicht gibt es hier irgendwo noch einen Schacht. Nein! Wow, 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 wow. Das war aber knapp gerade. Bitte hinterlasse Treppe. Jawohl, dankeschön. Dann, ist hier noch ein Diamant versteckt. Dann hätten wir der Oma auch schenken können. Vielleicht im nächsten Jahr. Eine Omnigeode, auch nie verkehrt. Und was gibt's dann hier? Schönes Hartholz, auch nie verkehrt. Ich möchte mich aber ein bisschen hier durchprügeln, weil hier gibt es noch viele tolle Sachen. Wie zum Beispiel Kupfer hier und da haben wir noch einen Smaragd drin. Genau. Oh, und jede Menge Mumie haben wir auch noch. Okay. Ja, um euch kümmern wir uns mal so, damit ihr nicht weiter stört. Dann kann ich nämlich hier nochmal noch Treppe oder noch Schächte gucken. Nö, hat sich nichts ergeben. Natürlich nicht. Jetzt kann die auch noch rausstolpern. Okay, hier sind genug auf einem Haufen. Damit wir mal ein bisschen Rambazamba machen können. Kommt schon her. Uah. Ja, Jobas Segen. Hauptsache nochmal Jobas Segen kriegt. Klasse. Okay, ja, ich übertreibe es natürlich nicht. Was habe ich denn jetzt wieder verloren? Bevor ich jetzt rumfluche, lassen wir es mal gut sein. Einfach mal gucken, was ich verloren habe. Hat mal wieder 1000 Öcke geköstet. Geköstet vor allem, hoppla. Ich habe jetzt auch noch eine lustige Viren- und Bedrohungsschutz Zusammenfassung von Windows gekriegt. Okay. Aber ich habe keine Probleme, falls euch das interessiert. Falls ihr das Düdeldüdüm gehört haben solltet. Das war mein Virenschutz. Okay, ich habe irgendeinen Quatsch verloren. Jetzt aber Golderz habe ich jetzt nicht verloren. Ich habe von meinem Werkzeug nichts verloren. Das ist in Ordnung. Ich habe mehr als genug Krusch dabei gehabt und die Geheimnotiz habe ich auch nicht verloren. War überhaupt kein Grund zum Fluche, ihr liebe Leid. Gott sei Dank. So, Elliot will einen Kupferbarre. Dann kann er sich leider in die Hohe schmieren. In sei lange. Aber wie gesagt, schon nichts verloren. Alla hopp. Ist genehmigt. Ich habe mir sowieso mal vorgenommen, wenn ich ja auszuraste. Schlimm. Bringt ihm ja nichts, wenn man die ganze Zeit nur ausflippt. Deswegen ein bisschen ruhiger wäre. Okay. Zeug. Man kann sich ja aufregen gepflegt, aber man muss ja wegen jedem Schampel wieder ausrasten. Das muss nicht sein. Dumm. So. Nur es gibt halt immer so diverse Situationen, diverse Leute, die bringen mich auf die Palme, aber ich denke, das hat jeder von uns, das kennt wahrscheinlich auch jeder von uns, dass es einfach so diverse Leute und Situationen gibt, wo man einfach nicht anders kann, als dass man die Nerven verliert und die Kontrolle verliert.
Dann hier wieder Zeug, nein, die Weißalge. Ah, da haben wir zwar auch nochmal versteckt dafür, aber packen wir es einfach mal rein erstmal. So, Kupfererz. Moment, da interessiert es mich doch auch gerade. Oh, wir sind ein bisschen low on Kupfererz, könnte man sagen. Dann haben wir da 5er. Da packen wir noch einer dazu. Genau, wir machen nämlich folgendes. 5 waren das. Dann erhöhen wir auf 10, dann sind wir da. Und da sind wir auf 11, dann sind wir genau dabei. Dann können wir nämlich auch noch das Zeug da reinschmeißen. Wisst was? Die Bombe kommt auch noch hier. Sind wir nämlich genau auf 10. Die geheime Notiz, die behalte ich jetzt einfach in meinem Inventar. Und die gemischte Saat brauchen wir sowieso noch. So, hier sind auch wieder goldbare Gutware. Das heißt, wir machen jetzt erstmal gemischtes Zeug. Erst einmal hier, dann hier, dann läuft das. Da haben wir noch genug vom Morgen zum Verhütter. Wir sind sowieso wieder zum Heißel zurück, deswegen kruscht Ablader. So, perfekt. Da würde ich das sagen, ihr liebe Leid. Ich mache an der Stelle wieder meinen Cut. Hund lustig, nehme ich Streichler. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Da ist allerdings kein Geburtstag. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.